Hallo Leute, willkommen zurück zum nächsten Part von Ocarina of Time Master Quest. Im letzten Part ist so einiges geschehen. Unter anderem haben wir Goronia betreten, das Land der Goronen, und dabei auch den Anführer, der Arunia, getroffen, aber der war nicht besonders gut auf uns zu sprechen. Und ich bin gerade etwas miese Laune, weil auch er verflucht wurde. Tja, so kann es kommen. Dann haben wir uns noch ein paar Upgrades besorgt. Unter anderem es waren genau 2 Upgrades. Für die Dekostäbe und der Munitionsbeutel. Und dann hat uns auch noch Salia ihr Lied beigebracht. Und dieses Lied ist der Schlüssel dazu, damit der Arunia, ich sage jetzt mal, uns freundlicher gegenüber gesinnt ist. Freundlicher ist gut, ja, er liebt uns nachher so oder sonst. Gut, ist ein anderes Thema. Das seht ihr dann noch, was ich damit meine. Und deshalb gehen wir in diesem Part jetzt zurück zu der Arunia und wer weiß, vielleicht unterbricht mich die Eule mal ausnahmsweise mal nicht, aber da war ich wohl zu spät. Hat sie alle ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben, ja, wie jedes Lied hier. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hyrule. Ja, ich weiß. Platziere die Ocarina auf C und wählst sie aus, wenn Notenlinien erscheinen. Hier von Zauberhanden. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich halt nochmal sagen. Frag mich nicht immer das Gleiche. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Und da flattert sie davon. Wie oft nervt uns dieses Vieh noch? Ganz auf privater Weg zurück. Ich glaube, das müsste hier sein. Yep. Bitte sag mir, dass ich richtig bin. Wow, das war falsch. Ich war von hier, du musst hier sein. Wo geht's jetzt weiter? Bin ich hier? Okay. Dann müsste ich gleich in Goronia sein. Ja, wunderbar! Gleich auf Anhieb den Weg gefunden. Ja, und bevor ich es noch vergesse, ich will in diesem Part wirklich versuchen, etwas langsamer und deutlicher zu sprechen. Versprochen. Weiter mit dir, Link. Und zurück zu Arunia. Im Eilzugstempo. Er sieht immer noch ziemlich wütend aus. Das ist Sache der Kronen. Ja, wir sind stolz, gut. Dann versuche ich mal was. Oh nein, das auswendig spielen. Das war ursprünglich kein Problem, aber jetzt mit dem 3DS habe ich die Knopfbelegung ganz anders im Kopf. Jetzt mal schnell überlegen, wie war das? Runter rechts. Ja, genau. Runter rechts, links. Ja, anders merken kann ich es mir leider nicht. Wow, er fährt voll drauf ab. Sieht da schon ein bisschen lächerlich aus. Aber solange er sich freut, spiele ich mal einen Schritt zurück. Yeah, das groovt. Ist das geil, Alter. Wow, ich hab den Beat im Blut. Das groovt. Du wiederholst dich. Yeah. Was, ein Beat im Blut? Ein heißer Beat. Ja, nee, ist klar. Ruby. Let's dance. Ich spiele doch gar nicht mehr. Yeah! Ja, ist ja gut. Yahoo! So, Yahoo. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Und trotzdem schaue ich noch so rein. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin der Arunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Ja, des Feuers. Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. In dem Fall gibt es uns nicht so einfach ohne weiteres. Kann ich dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Cool. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwerer Dinge wie Donnerblume mit A hin. Yeah, das Goronenarmband. Aber wieso sollen Donnerblumen schwer sein?
Ja, egal. Ein Thema für sich. Dann können wir uns ja jetzt auf den Weg zu Dodongos Höhle machen. Soll ich ihn noch... Moment mal, das bringt mir gar nichts hier, oder? Nee. Der Raum bringt mir jetzt noch nichts, weil... Ja, ist eigentlich mehr ein Laden für... um unterschiedliche Dinge zu kaufen, aber... Unter anderem auch... Goronenrüstung war es auch, oder? Diese Feuerrüstung halt. Das bringt mir im Moment noch nichts. Die kann ich ja nur als Erwachsener anziehen. Dummerweise. Ich höre hier doch was. Ich hat's taub. Achso, ja, hier ist ein goldener Gorone, aber... Den anzuhalten, das bringt noch nichts. Da muss ich warten, bis ich die Bombentasche habe. Mach vielleicht das... Bombe! Wow, aus dem Weg hier. Was, noch eine? Ach ja, genau, hier war ja... Hier war der Bruder von... Schnell überlegen, wie hieß der? Von Bigoron, genau, der macht ja auch Langschwerter. Und leider keine sehr stabilen. Dummerweise. So tief wollte ich jetzt eigentlich nicht, verdammt. Das ist mal ein Fehl, hey. Kann ich jetzt eigentlich hier an Krone noch etwas erledigen? Muss mal schnell überlegen. Nee, den kann ich erst später anhalten. Bringt ja noch nichts. Den überdimensionalen großen Krug da unten zu stoppen, das bringt auch noch nichts. Weil ich will ja kein Herzteil sammeln, oder? Tja, dann bleibt uns wirklich nur noch eines übrig. Ab in Dodongos Höhle. Obwohl, ich kann mir hier oben noch eine Skulptur holen. Oder... Nee, ich glaube, das geht noch gar nicht, oder? Nee, das geht mit Donnerblumen gar nicht. Yep. Dann müsste ich hier durch und da drüben ist ein Raum. Ich glaube, so war das. Ja, auf alle Fälle gibt es noch einen Raum, wo eine goldene Skulptur versteckt ist, aber dafür brauche ich Bomben. Nein, keine Donnerblumen, sondern richtige Bomben. Also auch erst später mehr. Ja, meine Stimme wieder mal. Tja, was willst du? Ich stehe hier, um den Donnerblumen Schatten zu spenden. Jetzt brauchen die Schatten. Kannst du mich etwas fragen? Nee, schon gut. So, dann werfe ich die noch schnell herunter, damit ich den Eingang zu Dodongos Höhle öffne. Ups. Etwas hoch, hm? Ja, schon gut. The next one, please. Mann, du sollst werfen, links, so. Wieder etwas weit. Ja, klar, hat trotzdem gereicht. Und das soll ich abkaufen. Egal. Was mache ich eigentlich? Ich könnte auch hier runterspringen. Nee, ich nehme den einfachen, beziehungsweise ich nehme den Weg, der uns gesundheitlich besser kommt. Was war das gerade? Eine Bombe hier? Oh mein Gott, die Golems jagen sich schon selbst in die Luft. Ist das ein Volk, hey? Die Viecher sind auch wieder hier. Tschüss, Mann! Tschüss, Mann! Weißt du was? Nee, ach gut. Mal schnell auf die Uhr schauen. Wir haben noch ein paar Minuten. Okay, dann betreten wir Dodongos Höhle. Den Eingang ausbomben. Der ist offenbar noch gleich geblieben wie im Original Ocarina of Time. So, jetzt bin ich einmal gespannt. Was ist anders? Was? Moment mal. Ganz ruhig, Leute. Navi, was soll das? Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, schon gut. Du kannst leicht drehen. Hä? Du kannst ja fliegen, du musst nicht hineinfallen. Und schon ist es passiert, ich Trottel. Komm ich wieder hoch? Tatsächlich. So, also, bevor wir jetzt im nächsten Part mit dem Dungeon beginnen, verschaffe ich mir noch kurz einen Überblick. Okay, links ist eigentlich soweit alles gleich geblieben. Ne, da ist schon wieder so eine Fackel.
Okay, der hatte seine Donnerblume. Die ist neu, weil früher war da irgendwie so eine Lesaugenstatue. Ja, im Großen und Ganzen scheint hier alles gleich geblieben zu sein. Wie auch schon ein Dekobaum. Naja. Trotzdem würde ich jetzt sagen, es bringt nichts mehr in diesem Part noch damit anzufangen, die Höhle zu erkunden. Also machen wir im nächsten Part weiter. Ciao, bis dann!